Lange Zeit war Funkstille beim Wiedehopf in der Region, bis er im Vorjahr zum ersten Mal nach 40 Jahren wieder hier gebrütet hat. Ob er nun dauerhaft zurückkehrt? Jonas Nellhebel, Ranger im Naturpark Hirschwald, versucht, ihn zu beobachten. Der Wiedehopf ist wirklich extrem scheu. Wir haben jetzt eine Zeit lang beobachtet und im Endeffekt haben wir nur einmal kurz anfliegen sehen. Ja, das ist einfach in der Natur dieser Vögel. Im Baum ist er gut getarnt. Ja, da hockt er jetzt gerade auf so einem Astel und irgendwas scheint er im Schnabel zu haben wahrscheinlich. Ja, schaut nach einer kleinen Eidechse oder so aus. Ja, wunderbar. Also ich hoffe, die füttert er jetzt dann gleich seinen Jungen. Und tatsächlich. Mit versteckter Kamera und Teleobjektiv gelingt die Beobachtung aus sicherer Entfernung. Das Elternpaar ist beim Füttern und hält den Nistkasten sauber. Die Brut des schmucken Vogels scheint erfolgreich zu sein. 4 Wochen früher, Ende April. Der Oberpfälzer Jura ist noch kahl. Gerade wurden Jonas Nellhebel die ersten Sichtungen gemeldet. Auf seinem Streifzug macht sich statt dem Wiedehopf zunächst ein anderer rarer Vertreter der Vogelwelt bemerkbar: der Wendehals. Also jetzt hört man Rotkehlchen und Vitis, aber jetzt hat man ja gerade vorhin schon mal den Wendehals hier. Der Wendehals ist halt genauso wie der Wiedehopf eine rote Liste 1 Art und auch also eine meiner Schwerpunktarten. Rote Liste 1 bedeutet vom Aussterben bedroht. Daher versucht der Ranger auch dem Wiedehopf zu helfen. Also er zeigt und symbolisiert auch irgendwie intakte Naturlandschaften und Kulturlandschaften. Wir hatten hier letztes Jahr schon Revier, haben aber dann die Spur verloren. Und es freut mich jetzt natürlich, dass er wieder da ist, weil das auch ein bisschen zeigt, dass das hier ein sehr, sehr guter Lebensraum ist für den Wiedehopf. Aber zeigen tut er sich diesmal nicht. Im Naturpark Hirschwald betreibt der Ranger ein Artenschutzprogramm. Hier sorgen Schafe und dieses Oberpfälzer Rotvieh für freie Wiesenflächen, in denen der Wiedehopf sein Futter findet. Verlassene Spechthöhlen sind die bevorzugten Nistplätze. Naturwälder mit Wiesen und Gebüsch gibt es aber nicht mehr oft. Jonas Nellhebel ergänzt die Brutmöglichkeiten deswegen mit speziellen Nistkästen, für die er geeignete Plätze sucht. Das private Grundstück von Bernd Trippisch erfüllt alle Voraussetzungen. Na, dann schauen wir mal. Hätte ich gesagt, den Kasten hängen wir drüben irgendwo auf, oder? Auf der anderen Seite. Das sollte ein fester Baum sein. Ja, aber es sollte auch frei hängen. Also nicht jetzt hinter den Wald, sondern... Naja, so wie bei dem anderen Kasten halt, ja. Aber das ein bisschen freier anfliegbar ist, wie jetzt bei dem ersten. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir schon gedacht, keine Ahnung, die große Kiefer da vorne zum Beispiel. Ach, mittendrin, ja, dieser alte Hutumsbaum da. Schon, gell? Der halbjährige Geißbock Lucky ist erst seit ein paar Tagen zu der kleinen Herde gestoßen und muss sich noch an seinen neuen Lebensraum gewöhnen. Zwischen Obstbäumen, Gebüsch und dem Kiefernwald suchen sie einen Baum, der ein gutes Flugfeld bietet. So könnte es zum Lot sein. Ja. Du hältst? Ja. Jo. Ja, Bernd. Dann haben wir es. Also, dann schauen wir mal, Ja. ob er heuer gleich reingeht oder in den nächsten Jahren irgendwann. Aber Sonst gehe ich rein. Notfalls ziehst du ein. Alles klar. Jawohl, Ja. Baumhaus. Letztes Jahr hatten wir rund um Hohenburg 2 Brutpaare. Hast du erzählt, ja. Vermutlich, also bei einem konnte man Jungvögel feststellen. Und beim anderen hat man sogar ein Foto in einem Nistkasten gemacht. Da sieht man schön die 4 Vögel im Kasten. Ja. Wann haben die eigentlich diesen Kamm immer? Der ist doch nicht ständig drauf. Nee, der ist bei Erregung kurz abgestellt. Und dann, wenn sie praktisch erregt sind genau, oder so. Wenn sie einfach dominant oder größer wirken wollen. Ja. Es gibt ja Haubenlerchen auch, aber die sind längst nicht so bizarr. Ja? Die sind wie ein Federbusch von einem Indianer. Ja? Also, wie gesagt, ich kenne diesen Wiedehopf nur von Abbildungen. Und den einmal so live hier zu sehen,
das wär's, ja. Aber das klappt selten gleich beim ersten Mal. Der Platz ist trotzdem vielversprechend. Jonas Nellhiebel folgt einem weiteren Hinweis. Auch im Landschaftsschutzgebiet Ammerbachtal ist der Wiedehopf gesichtet worden. Und tatsächlich, der nach seinem Hup-Hup-Hup-Ruf benannte Upupa epops macht sich bemerkbar. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören könnt, aber im Hintergrund ruft der Wiedehopf. Und ich sehe ihn sogar fliegen. Ja, das Revier ist noch nicht eingegrenzt. Ich meine, die sind jetzt erst ein paar Tage da. Ich bin wirklich begeistert, dass der da jetzt heuer hier wieder singt und wieder, ja, ab Mitte April wieder da ist. Hat eine weite Reise hinter sich. Der hat überwintert in Mittelafrika. Also die fliegen schon im August manchmal, aber spätestens im September zum Überwintern nach Afrika südlich der Sahara. Also die meisten überwintern in Kenia oder so, also auch in Steppenlandschaften wieder. Und bleiben da bis ungefähr, ich sag mal, Ende März, Anfang April. Und dann ziehen sie wieder zurück nach Mitteleuropa in ihre Brutgebiete. Kurz nach seiner Ankunft ist er dauernd unterwegs. Er ruft und steckt sein Revier ab. 4 Wochen sind seitdem vergangen. Zusammen mit einem Kollegen will Jonas Nellhiebel jetzt nachsehen, ob der Wiedehopf geblieben ist. Der Lebensraum würde passen. Das ist quasi die Feldgrille. Das ist eine der Hauptnahrungen des Wiedehopfs. Wir haben hier sehr, sehr viele Feldgrillen. Muss ein wenig leise sein. Nicht so sehr stören, falls er dann doch drin ist. Ja, also da sind ein paar Spinnweben und daneben ist ein Hornissennest vom letzten Jahr. Der Wiedehopf hat sich den Kasten schön sauber gemacht vorher. Also hat er sich wahrscheinlich nicht einmal in die engere Auswahl genommen. Das wundert mich jetzt trotzdem ein bisschen, weil er hier immer zu hören war. Okay, gehen wir mal zum nächsten, oder? Auch an den anderen Stationen aber Fehlanzeige. Gerade in so einem Gebiet wie hier jetzt haben wir also sehr, sehr viele Grünspechthöhlen auch, also natürliche Baumhöhlen, sodass die Wiedehopfe theoretisch eigentlich überall sein könnten. Ist ja schön, wenn es genug natürliche Quartiere gibt und sie die Nistkästen offensichtlich nicht brauchen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum der Wiedehopf so selten geworden ist in Bayern. Weil einfach halt solche Landschaften oder halt gerade diese extensive Landwirtschaft halt auch so selten geworden ist. Und ich meine, es ist schön, dass er in solchen Gebieten, in denen man sich auch Mühe gibt, etwas zu tun für die Insektenvielfalt und so weiter, schön, dass er in solchen Gebieten auch, der Wiedehopf, als eine Zeigerart eben für Insektenvielfalt, dass eben dann solche Tiere hier wieder auftauchen. Das ist eigentlich die Bezahlung für die Naturschützer, dass dann die Arten wieder zurückkommen. Es braucht einen langen Atem. Wachtelweizen und die Waldhyazinthe, eine Orchideenart, blühen mittlerweile. Und der Salbei, der dieser Landschaft ihre Duftnote gibt. Und hier hat sich das Brutpaar eingenistet, das sich mit der getarnten Kamera beobachten lässt. Jetzt wird es super spannend, weil ich gehe davon aus, dass die Jungvögel schon geschlüpft sind. Und das ist für mich jetzt einfach auch nochmal eine wichtige Zeit im Jahr, weil ich halt da auch meine Erfahrungen sammeln kann. Im Studieren des Verhaltens des Vogels. Es ist einfach wunderbar, draußen zu sein und den zu beobachten jetzt. Er braucht jetzt noch eine schnelle Kontrolle für das Artenschutzprojekt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Ich glaube, dass da 4 Junge drin sind. So ganz lässt sich dieses Federknäuel nicht entziffern. Traumhaft. Also ich habe halt jetzt nicht genau sehen können, wie viele Junge es sind, weil es alle auf so einem Haufen sitzen. Aber es sind mindestens 2, mindestens 3, schätze ich. Ich muss mir sagen, das Foto, das ich jetzt gemacht habe mit der Kamera, auf dem Computer nochmal genauer anschauen. Genau, und jetzt schauen wir, dass wir am besten hier wegkommen, dass wir nicht länger stören.
Sie sollten so ungestört wie möglich bleiben, damit dann mit den Jungvögeln immer mehr Brutpaare in die Oberpfalz zurückkehren.